Wie das Pitje Paar da war ist, vom Pitje selber erzählt. Eine Geschichte vom Pater Balduino Rambo. Hei du ma das 6. Kapitel lesen, wie das Pitje Reire gelernt hat. Wie das Pitje so ein Bibje war, da haben sie gesagt, es müsste Weile auch Reire lernen. Da haben sie de alt Molinje gefangen und an der Peschebaum gebunden. Der alt Molinje, das war ein Mule, der war ordentlich zahm und ordentlich alt, aber er hat auch sein Stiefel. Wenn man gegart hat, dann hat er sich ganz dick aufgeblost und noch in einem Gebiss und Miau, Miau gemacht. Und wenn man dann aufsteigen wollte, dann war der Sattel so los, dass er der Mule und nicht der Panz geritscht ist. Sonst war der Mule so zahm, dass man von rechts, von links, von hinten und von vorne über die Ohren auf und graveln konnte. Wenn man im Porträt fangen wollte, dann braucht man nur ein Brotkost in die Häsehalle und sie rufen: Komm, komm, komm. Dann ist er gleich angetrappt gekommen und hat ho ho ho, ho ho ho, ho 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 gemacht. Das Pitje war aber manchmal zu faul, von Brotkost in die Küche holen zu gehen und hat dann einfach ein schwarzes Stückchen Holz in die Hehe gehalten und gerufen. Ein paar Mal hat sich der Molinje so verwischen gelassen, aber dann war's auch raschig aus mit dem Fänger. Dann ist er ganz langsam gekommen und hat so schei geguckt, ob's eigentlich richtig Brot wär, und wenn's Holz oder ein Steinchen war, dann hat er sich rumgedreht, Miau gemacht, mit der Hinterbein in die Luft geschlagen und fort war. Wenn der alte Molinje durch die Bach gekommen ist, dann darf er immer Wasser saufen. Der Molinje hat aber rausgefunden, dass er, solange wieder die Schnies ins Wasser hallen tät, nicht der Berg raufzugehen braucht. Da war der alte Mule ja nicht im Stand und hat eine Viertelstunde lang ganz ruhig sein Schnies ins Wasser gehalten, wenn er auch gar keinen Durst hat. Der alte Molinje war ordentlich schlimm auf Brot. Wenn er nur ein Brot gerochen hat, dann sind ihm die Seele schon aus dem Schnies gelaufen. Manchmal hat er die Küche aufgestoßen, wo das Suttelblech dahinter gestanden hat, das Blech umgeschmissen, in die Küche rein und dann das Brot gefressen, wo im Suttelblech rumgeschwommen ist. Wenn der alte Molinje ein Stück Seef in die Schnies geriet hat, dann hat er es auf den Boden gelegt und der ganze Nachmittag dran rumgelegt und gekaut, dass oben so ein tief Kaul im Boden war, wo er alles rundherum versilt hat. Da war kein Tor, wo der alte Molinje nicht aufgemacht hat, wenn er in der Plantage gehen wollte, und kein Zaumzeich, wo er nicht ewig die Ohren gestrippt hat, wenn er von der Kirche oder der Wände heimlaufen wollte. Und wenn er Panzweh hat, dann ist er die ganze Nacht trupp, trupp, trupp ums Haus rumgelaufen und meins war nochmal alles gut. Auf der Mulevieh soll das Pitje reiten lernen. Auf Garup war er schon oft geritt, aber das war doch kein richtig Reiter gewesen. Der Vater hat der Molinje vom Peschebaum losgebunden, das Pitje am Krippes geholt, auf der bloßen Mule gehuckt und ihm die Ziel in die Hand gegeben. Die erste Zeit ist alles ganz richtig gegangen. Der Mule ist Schritt vor Schritt ums Haus rumgegangen und das Pitje hat gegräht vor lauter Spaß am Reiten. Auf einmal ist der Mule mit dem linken Hinterfuß in ein Tattoloch gedreht. Beim Schnick, wo das gegeben hat ein Pitje sein Anstechmesserchen mit der Spitz, wo grad ein bisschen aus der Schäd geguckt hat, der alte Mule in der Buckel gequiekst. Da hätte aber mal der alte Matunga sehen sollen. Der erst hat er die Ohren ganz richt gemacht, dann hat er so noch hingelegt, dann hat er Miau gemacht und angefangen zu bocken. Wo er aber mehr gesprungen ist, wo dem Pitje sein Anstechmesserchen mehr gekitzelt hat. Und wo das Anstechmesserchen mehr gekitzelt hat, wo er mehr gesprungen ist. Das Pitje hat Augen geschnitten wie ein Käsebock, wenn's dunnert, und geschreit wie ein schlecht gestochener Sau. Die erste Zeit hat er sich am Mule seinen Vorn festgehalten und da gehuckt wie ein Grot auf dem Schleif stehen. Wie der Mule genug im Hof rumgebockt hat, da ist er auf einmal ganz schalkig auf der Seite gesprungen und nun nicht am Weststroh durch ewig die Mauer in der Garage. Das Pitje ist mit dem Bauch am Weststroh hängen geblieben und hinig sich ewig die Brunner in einen Bergamottenputsch geflogen. Er war ja als ordentlich verkratzt, aber sonst hat's ihm kein Pest getan. Der Vater hat noch gelacht und gesagt, ob man 7 Mal runtergefallen wäre, kennt man noch nicht reiten.
Das Pitje aber sagt, der alte Molinje hat ja gar nicht gebockt. Es wär nur hin und vorne in die Höhe gesprungen. Damit haben sie das Pitje schroh aufgezogen. Und heute noch tut der Vater das Stückelchen erzählen, wenn der Pater Peter hier und da mal heimkommt. Wie das Pitje schon ganz gut reiten konnte, da ist ihm ein Stückelchen passiert, wo dem Schutzengel sein Arbeit hat, dass das Pitje nicht Hals und Bein verbrochen hat. Das ist so gekommen. Der Grumpeter Metz war arg stolz auf sein älstes Bubchen und hat's mit in der Plantage geholt, wenn er nur konnt. Ein Moint hat der Metz sein 2 Mulen, der Gro und der alte Molinje, mit der Holzpick gesattelt, das Pitje auf der alten Molinje gesetzt und ist in die Waldplantage Grumpeter ausmachen geriet. Er hat die Mule an einen Baum gebunden, hat ein Erwel Milchgiebel zur Fresse gegeben, hat das Frühstückbindelchen auf einen Kabriofenstock gestellt, dass die Hunde nicht rangängten, und ist an sein Arbeit gegangen. Das Pitje hat er in den Wald geschickt, von Brunkel voll Trinkwasser zu holen. Wie das Pitje mit dem Wasser zurückgekommen ist, da hat er sich die 2 Mulen losgerissen und war am Stock, wo das Frühstückbindelchen gestanden hat. Da hat er so etwas zwischen sich, was jeder einer haben wollte, und der alte Molinje hat immer nur ein Mühe gemacht und am Gro geschlagen, und der Gro hat er spaßig gehaljert und immer noch dem Ding gebiss, wo der Molinje in der Schniss hat. Wie das Pitje dichter gegangen ist, da hat's gesehen, dass die Mule das Frühstückbindelchen in der Schnisse hatte. Der Molinje hat's festgehalten, der Gro wollt's am abholen. Ein Zeitchen haben sie das Bindelchen hin und her gezerrt, bis es ganz verrobt war und die Kaffeeschale und das Schmierdippchen und das Kässchmierschüsselchen rausgefallen und auf der Stehen in Fatze gegangen waren. Dann hat der alte Molinje das Bindelchen auf der Boden gekloppt, bis das Brot auch rausgefallen ist, und dann haben sie das Brot miteinander gefressen. Da hat das Pitje fix der Vater gerufen. Der ist gekommen, hat die 2 Mulen mal gehörig verkloppt und das Pitje auf der alten Molinje gehuckt und gesagt, es sollte einen Zwergsack voll neu Frühstück holen reiten. An dem Tag ist aber so ein schlimmer Nordwind gegangen. Der hat der Mule in die lange Ohren geblasen, dass er ganz verrückt war. Wie das Pitje der Berg runterreiten wollte, hat der alte Molinje auf einmal angefangen zu springen wie nicht gescheit, und wie der Gro das gesehen hat er sich nix wie losgerissen und ist nachgelaufen gekommen. Der erst sind sie durch einen Graben, wo alles voll Stein war. Da hat das Pitje sich noch festgehalten. Wie es aber dann durch ein frisch gezackerter Stück gegangen ist, da ist das Pitje runtergeflogen mit dem Rippstrang in der weichen Boden. Die Mulen sind alle 2 heimgelaufen und haben auf dem Weg alles verloren, was sie anhatten. Sind daheim ins Porträt gesprungen und haben die ganze Zeit schroh durch die Nase geblasen. Der Vater ist fix bei das Pitje gelaufen. Das Pitje ist aber von selber noch aufgegrabbelt und der Schmiss hat ihm kein Pest getan. Die Leute haben sich arg verwundert, dass das Pitje immer so Glück hat beim Runterfallen und haben gemeint, wenn das Pitje immer schon im Graben runterfallen wäre, dann hätte sich Hals und Bein verbrochen. Dem Pitje hat das Spaß gemacht, dass die Leute so viel von ihm geschwätzt haben, und er sagt, ich han die Stehen selber gesehen und han mich erst runterfallen gelassen, wie das frisch gezackerte Stück gekommen ist. Da han die Leute arg drüber gelacht und der alte Bonsing sagt, Bonsing, hast du gehört, Katrin? Der Metz ein Pitje, das hat einen Schniss am Kopf. So han ich noch nix gesehen. Bonsing, hast du gehört, Katrin? In dem Pupchen, da sticht etwas drin. Hast du das gern gehört und gelesen? Dann lass ein Like. Sei sicher, dass du den Kanal unterzeichnet hast, weil ich komme gleich mit noch einem Teil und so tust du es nicht verpassen. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharse-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und vergiss nicht mehr auf Instagram zu folgen. Dankeschön und bis bald.